Was geht, Leute? Garage zu. Ab zum Aria. Auf jeden Fall starkes Wochenende gehabt. Formel 1 Wochenende. Gut Geld gemacht. Und jetzt am Montag einen Tag Pause gemacht, weil ich ein bisschen krank war. Ich höre mich vielleicht noch ein bisschen heiser an, aber ich bin topfit und auch super motiviert. Wobei das Wetter ist mega scheiße heute. Es drückt ein bisschen auf die Stimmung. Heute ist bewölkt, ein bisschen kalt und eigentlich total ungemütlich. Das fühlt sich hier an wie nach einem Rosenmontagzug. Würde jetzt mal alles aufräumen müssen. Obwohl der vorhin jetzt vorbei ist, müssen jetzt trotzdem, es dauert bestimmt 1-2 Wochen, bis die ganzen Cages und so weiter abmontiert haben. Und die bauen da mal so eine Brücke da hinten auf, damit die Locals ein bisschen einfacher da durchkommen, da hinten irgendwo. Und ja, es dauert halt ein paar Wochen, bis sie das Ganze wieder abmontieren. Also ich muss sagen, ich bin im Moment mega motiviert. Also was das Grinden angeht, was das Vloggen angeht, was Online-Grind angeht, in allen Punkten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mein Channel so schnell wächst gerade im Moment. Ich weiß nicht. Also einfach viel positives Feedback im Moment. Und es ist halt mega motivierend. Und ja, Poker hat schon immer mega Spaß gemacht und jetzt irgendwie noch mehr. Die ganzen Slot-Machines sind hier weg vor dem Poker Room, weil ich glaube, das ist, weil die im Dezember eine neue Aria-Turnierreihe starten und ja, da brauchen die mehr Platz. Bei 1000 Likes werde ich ein Turnier spielen und mir versuchen, die Aria-Trophy zu sichern. So Leute, heute wieder das gleiche Spiel. Meine Frau muss um 7 zur Arbeit. Wir haben jetzt 10. Ich habe Zeit bis 5 Uhr circa zu spielen und ja. Ja, ich sehe keine F1-Touris mehr, aber Games sollten trotzdem gut sein. Kurzes Update, Leute, wir sind fast 2 Stunden in der Session schon und $200 down, also bis jetzt haben wir $100 pro Stunde verloren. Ich habe einmal einen Shorty aufgedoppelt mit Pocket 8er. Er hat nur $300 gehabt und ja, aber im Moment war kurz mal irgendwie $400 down sogar und jetzt haben wir nur noch $200 miese. Wir haben nur einen Ami-Regular am Tisch und einen griechischen Regular. Der kommt immer wieder mal rüber. Thomas heißt der. Mit dem spiele ich fast jeden Tag. Ist ein lustiger Kerl. Also mein Tisch ist ganz gut. Wir haben noch 4-5 Stunden Zeit. Ich habe jetzt mal Fried Chicken mit Fried Rice mit Chicken bestellt. Noch nichts gegessen. Aces. Taking a picture of the aces. Be a nice picture if you're the king, huh? Or a jack. Session mit einem Minus von $518 beendet, Leute. 7,5 Stunden gespielt und die ersten paar Stunden ging nichts. Erst war mein Tisch mega gut und dann sind die ganzen Fische broke gegangen. Dann war mein Tisch mega schlecht. Dann war ich auch noch Card Dead eine ganze Zeit lang. Bis so um 2:30 Uhr oder so. Da war ich sogar noch 1200 down. Ich habe 3-mal einen Shorty aufgedoppelt. Einmal mit 8er gegen Ass Dame. Da bluff raced er mich all in am Flop und war ein bisschen gamble. Ich habe halt trotzdem gecallt. Er geht all in für 300 noch was. War mega overbet, aber der war ein bisschen bluffy unterwegs und die 8er sind immer gut. Also es ist jetzt, da kann man jetzt nicht so an Strategie und so denken. Manchmal ist das halt einfach ein Call. Und er hat Ass Dame und trifft halt sein Ass am River. Also habe ich da einmal 300 oder 350 verbrannt. Und dann habe ich mit Damen einen relativ großen Pot gegen Shorty verloren. War nicht ganz all in. Ich habe River gefoldet, weil One Cards Flush ankommt. Die geht halt all in.
So, meine Frau hat heute Suppe gemacht wieder. Also seit 2 Tagen essen wir schon Suppe, weil die Kids auch krank sind. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Suppe. Für mich geht es wieder zum Perser. Ich hole mein Lieblingsessen. Und bevor der eine oder andere jetzt sagt, ey, schon wieder Perser, schon wieder draußen essen. Leute, Persisch könnt ihr immer essen. Das Gesundeste, was ihr irgendwie draußen bestellen könnt, ist immer Reis mit irgendwie Fleisch und so weiter. Zwar vielleicht ein bisschen viel Butter im Reis, aber schmeckt halt Bombe. Und ja, tierische Fette, Leute. Ist gesund. Was ich hier esse, heißt Borum Sabzi. Ist persisch. Wenn ihr einen Perser bei euch habt, dann könnt ihr mal bestellen, aber das muss man eigentlich zu Hause essen, bei irgendeiner persischen Mutti am besten. Aber hier, wenn ihr in Vegas seid, bei Hafez, schmeckt wie hausgemacht. So Leute, ich habe mir hier ein Stativ gebaut. Ziemlich cool. Die Kids schlafen mittlerweile, wir haben noch ein bisschen gespielt, gegessen und mit Play-Doh und dann sind wir rauf aufs Zimmer, haben da noch mal ein bisschen gespielt und jetzt ist Schlafenszeit und ich habe noch mal ein bisschen Zeit online zu spielen und auch noch mal Vlog zu schneiden. Bevor ich jetzt die Online-Session starte, ich wurde am Tisch heute vom Thomas, von dem Griechen, gefragt, wie ich das so mit der Motivation mache, weil der jetzt schon seit einem Monat hier ist und der schon keinen Bock mehr hat und jeden Tag irgendwie unmotiviert auftaucht und auch nicht mehr A-Game spielt und so. Und da habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich auch nicht jeden Tag A-Game spiele. Ich spiele halt jeden Tag, müsst ihr euch mal vorstellen. Ist unmöglich, jeden Tag A-Game zu spielen. Aber ihr müsst so gut sein, dass euer B-Game auch noch ausreichend ist für hier, für diese Vegas Games. Und so ist das eben. Also ein gutes Beispiel war halt heute auch. Ich war erstmal mega motiviert, habe mich hingesetzt und dann irgendwie 1, 2 Shorties aufgedoppelt und dann ist die Motivation wieder ein bisschen runtergegangen. Und mein Tisch war auch halt scheiße und dann habe ich den Fokus irgendwie ein bisschen verloren. Und habe dann einfach auf Autopilot geswitcht und irgendwie B-Game für eine Stunde oder so gespielt. Ja, und bis sich mein Tisch irgendwie gewechselt hat und die guten Spieler wieder weg sind und schlechte Spieler wieder reingekommen sind und so weiter, die Dynamik sich ein bisschen geändert hat, da habe ich auch wieder Bock bekommen. Ist manchmal so, vor allem wenn man jeden Tag spielt. Also in seinem Fall ist das nochmal viel extremer als in meinem, weil ich halt hier Familie habe und außer dem Pokern halt noch andere Probleme in meinem Leben habe, wie jetzt die Autosituation und was ich einfach ein normales Leben halt hier führe und Poker nicht meine einzige Priorität im Leben ist. Und aber früher war das natürlich nicht so, da bin ich halt immer rübergekommen und da ging einfach schlafen, pokern. Und aber auch da habe ich die Motivation eigentlich nie verloren. Ich habe eigentlich nichts lieber gemacht, als an den Tischen zu sitzen und zu grinden. Und das ist auch heute so, habe ich auch ihm auch versucht zu erklären. Also wenn ich irgendwie zu Hause sitzen würde und nichts tun würde oder was anderes tun würde, Fernsehen gucken würde oder so, dann wird mir langweilig. Dann setze ich mich auch wieder an den Computer und fange dann online an zu spielen. Ich weiß nicht, ist entweder einfach diese Competitiveness in mir oder ich das Spiel einfach so. Ihr müsst auch vorstellen, dass ich seit dem 19. Lebensjahr oder so einfach jeden Tag mit Poker zu tun habe. Also fast jeden Tag gepokert und auch in der Zeit, wo ich gearbeitet habe als Grafikdesigner, habe ich bei HD Poker gearbeitet und alles immer Poker News, Poker dies, Poker das und schon so viele Jahre in der Pokerszene, dass ich spiele immer noch super gerne, würde nichts lieber tun als das, was ich gerade tue und ja, freue mich, dass ihr auf jeden Fall immer noch dabei seid und die ganze Action mitverfolgt. So, genug gelabert, Leute. Jetzt an die Online-Tische bzw. Vlog schneiden. Habe auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor mir. So, erste Cash-Game-Session hier auf CoinPoker. 2 NL50-Tische erstmal. Ich werde nebenbei noch ein bisschen YouTube gucken und ja, mich erstmal warm spielen hier auf CoinPoker. Mein Main-Game war bis jetzt auf WSOP. Also ein bisschen was länger nicht gespielt hier auf CoinPoker. Deswegen erstmal NL50 langsam rantasten.